So Leute, für uns gibt's was Neues zu tun. Wieder mal hier bei Super Mario Sunshine. Auf der Suche nach den letzten blauen Münzen begeben wir uns zu Parco Fortuna. Und ich würde sagen, wir starten. Mit welcher Welt starten wir mal? Wir fangen von hier hinten an. Wenn alles klappt, brauche ich dafür eigentlich nur Welt 3, beziehungsweise Kapitel 3 plus Kapitel 8. Falls es klappt. So, Dukat im Piratenschiff, also kommen wir später. Erst einmal hier. Hier am Strand. Wir kennen alle den Strand. Je nachdem, welche Welt wir sind, beziehungsweise welches Kapitel wir so sind und so. Ist ein bisschen unterschiedlich, das ist klar. Und hier ist ja auch perfekt, um Münzen zu farmen. Was man hier auch farmen kann, sind blaue Münzen. Oh Mann. Yoshi brauchen wir auch noch, dazu aber dann später mehr. Irgendwo. Ja. Hier gehen wir ein bisschen auf den Sack. Aua. So. Ein bisschen Ruhe hier, wa? Geht auch ganz lange. Hä? Vorführwerk oder was? Gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist wie verhext. So, warte mal. Das wird jetzt nicht so auf mir sitzen. Nee, ja, da klappt schon. Das muss klappen. So, geht doch. Das wäre Nummer 1. Dann gibt's, warum auch immer, hier nochmal so eine. Irgendwo zumindest, oder? Mann, sind das nervige Viecher. So. So, komm, gleich haben wir's. So. Mann, Mann, Mann. So, die zweite blaue Münze. Aber es gibt nochmal zwei. Man glaubt's kaum. Jetzt muss ich erst mal hier gucken, dass ich diese seltsame grüne Frucht finde. Was auch immer das sein soll, ob es ein unreifer Mango ist oder eine Papaya oder whatever. Die sind ja irgendwo hier verteilt. Ist halt ein bisschen unterschiedlich, wo welche Frucht ist. Ich mach ihn ein bisschen so. Bin ich alleine? Hä? Sehr mysteriös. Okay, mindestens mal eine Ananas gefunden, aber leider die falsche Frucht. Das Teil auch. Jetzt noch eine Banane. Sehr schön, dann langsam den ganzen Obstgarten zusammen. Ah, jetzt. Nicht mit mir, Freunde. Relativ flott war, die Typen. So, und zwar gibt es hier Schmetterlinge. Und zwar nicht wenige, sondern sogar 2 Stück. Ja, ist ein bisschen seltsam, dass man sich jetzt denken könnte, hä, 2 Stück, okay, trotzdem 2 blaue Münzen statt nur einer. Ja, das ist halt auch je nach Welt ein bisschen unterschiedlich. Gut, fehlt noch 9 Stück, perfekt. Geh mal rein in den Park, weil ich glaube, hier draußen gäbe es keine mehr. Im Park drin selbst, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Leider.
So. Dann erstmal diese seltsamen Elektro-Typis hier loswerden. Geh mir auf den Sack. Ah, guck mal. Oh, falsche Düse. Nein! So. Wassersturm vertragen sich nicht. Jo, deswegen habe ich auch nass gemacht. Gut, jetzt haben wir gerade gesehen. Da war gerade ein blauer Vogel. Das ist jetzt nicht festgebackt, wa? So, nehmen wir vor, vorhin war der Testaufnahme, da ist er wieder. Ist sich irgendwie der festgebackt. Egal. Und zwar, der ist einfach hier stehen geblieben. Einfach in der Ecke. Einfach so, ja, ich bleibe einfach mal hier. Schön. Und dann mir so, hey. Ja. So, bei der blauen Münze gibt es nämlich hier. Bei einer dieser Muscheln, die eben darauf kommen soll, kein Plan. Aber hey. Shit happens. So, da haben wir die. Dann gibt es hier unten noch eine. Ich dachte ursprünglich von wegen, hey, ja, brauche ich halt, Ding halt, Raketendüse und so. Nee, gibt es ja nicht. Andere Düsenarten heißt, wir müssen es trotzdem jetzt einfach mal so irgendwie holen. Das geht da auch, hat in der Testaufnahme geklappt. Ist zwar ein bisschen fummelige Angelegenheit, aber es klappt. Ja. Vorführeffekt wieder mal, wa? Ja, es klappt schon, es klappt schon. Das Problem ist halt, ich kann nicht irgendwie reinspringen oder so. Ja, die Musik geht einem zum Glück gar nicht auf die Nerven. So, warum es jetzt geklappt hat und vorhin zuvor den ganzen Mal nicht, kein Plan. Aber es hat geklappt, da ist die Hauptsache. So, dann, welche hole ich mir als nächstes, wenn ich schon mal da bin? Ich muss nochmal auf die Piratenschiffe hoch, aber erstmal nehmen wir uns die Typen hier vor. Wir müssen die alle besiegen und das geht irgendwie nur mit der Art und Weise. Und dann gibt es eine blaue Münze. Dann die nächste ist auch direkt hier hinten. Und zwar, das übersieht man so leicht, ganz ehrlich. Da oben. Das ist ein rotes M. Habe ich echt nicht gesehen bis jetzt. Krass. So. Dann, wenn wir schon mal hier hinten sind, auch ganz fies versteckt. Da haben wir eine Palme. Und hier haben wir nochmal ein rotes M. Ist es fies oder ist es fies? Er würde auch sagen, es ist ziemlich fies. So. Dann, Yoshi brauche ich später noch. Ich muss erstmal hier hoch. Und zwar, wenn ich schon mal hier oben bin, kann der mal gucken, was Yoshi für eine Frucht bräuchte. Ah ne, Quatsch. Yoshi gibt es ja später hier, okay. Genau, blaue Vögel hat sie auch noch. Das mache ich dann aber, wie gesagt, später mit Yoshi. Das müsste soweit klappen. Ja, ich will die blauen Vögel auch so holen, ohne Yoshis Hilfe, aber... klappt so ja auch ganz gut. So, dann muss ich jetzt, wie gesagt, erstmal noch die Piratenschiffe hoch. Beziehungsweise... okay, das war jetzt Fatal Fail. Mann. Dann klettern wir mal hoch, das klappt schon. Wir können es gleich mal von hier aus versuchen. Jo. So, und zwar von hier aus geht es am besten. Wir müssen ja ganz hoch. Haben wir schon mal gesehen, da oben ist eine blaue Münze direkt über uns. Nur wie kommt man da hin? Ohne Chat und so. Ja, mit dem Piratenschiff, wenn wir uns mal ein bisschen beruhigen würden. Dann wird das gehen. Ja, doch, kann klappen. So.
Perfekt. Dann wie viele fehlen jetzt noch? 3 Stück noch. Moment. Wir haben 2 blaue Vögel gesehen. Ja, ja. Und perfekt. Okay, dann klappt das so. Weil wir haben noch einen blauen Schmetterling. Das heißt, dann hätten wir alle 3 zusammen. Perfekt. War die noch fehlen? Deswegen gehe ich jetzt mal kurz verlassen. Weil ich glaube, die 3 kann man auch am Schluss holen. Irgendwann in der Mission wir auch Yoshi aua, in der Welt selbst haben. Und ich würde sagen, so geht's doch relativ flott. Ich meine, klar, aber es sind ja auch viele Münzen gewesen, ne? Deswegen. Das Yoshi-Karussell, genau. Deswegen dauert es halt trotzdem ein bisschen, aber hey. Shit happens. Also, dann wird es auch mehr von den Viechern. Au! Willst du Stress, Mann? Au! Selber schuld, Mann, du. Wer mich schocken will, der wird selber geschockt. So, Yoshi braucht so eine Frucht. Perfekt, die haben wir hier oben sogar. Yoshi, dein Auftritt. Da oben haben wir, wie gesagt, einen blauen Vogel. Wie kriege ich den jetzt am besten? Genau so. Bisschen fies war einfach Vögelsnacken, aber Yoshi macht uns nichts. Er ist ja nicht vegan oder Vegetarier, nö. Er ist ein Dino. Gut, es gibt natürlich auch vegetarische Dinos, das ist ganz klar. Aber Yoshi ist nicht so ein, er ist ein Fleischfresser. Und er frisst auch gerne Schmetterlinge. Okay, so geht es natürlich auch, die aus dem Weg zu kriegen. So, dann eben haben wir hier nochmal irgendwo einen blauen Vogel. Da fliegt er gerade. Der verarscht mich gerade ein bisschen, aber ist ja egal. Mit mir kann man es ja machen. Sag mal. Oh, fast hätte ihn gehabt. Ja komm, land hier wieder. But. Komm schon, Vögelein. Ja, kann ja natürlich auch nass spritzen und so, aber warum? Soll mal herkommen? Wo ist er jetzt? Der blaue Vogel ist weg, ich krieg die Krise. Dachte eben, er hätte ihn doch noch irgendwo gesehen. Das ist jetzt irgendwo anders festgebackt. Ah, Mann! Wollte schon sagen, ey, geht doch nicht. Dass der mich hier so verarscht. Ja, von damit haben wir auch hier ein Paco Fortuna. Endlich 30 blaue Münzen. Ja, Mann. Also 1, 2, 3, 4 Welten komplett. Und jetzt holen wir uns die restlichen Münzen in Lidos Arena.
Und zwar starten wir erst einmal mit Kapitel 7. Mario Morgana checkt ein. So, Portal Delfino, kennen wir soweit? Also, es gibt hier viele blaue Münzen, die auf den ersten Blick nicht wirklich, ja, zu entdecken sind. Eine ist direkt da vorne, man sieht sie ganz leicht im Wasser schimmern. Die kann man, glaube ich, sogar seit Kapitel 1 kann man die holen. Da ich hier in Kapitel 7 sowieso noch ein paar andere Dinge, was ich mit ein paar anderen blauen Münzen zu holen hatte, da dachte ich mir so, ja komm. Passt doch so. War noch nicht sicher, weil ich nicht genau weiß, ob ich am Schluss alle habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Dann schnell weiter. Also, und dann am Strand hier selbst gibt es auch noch mitunter ein paar sehr gemeine blaue Münzen, denen wir aber schon ein paar gesammelt haben. Zum einen haben wir ein Kapitel, wo wir hier überall wieder mal ein bisschen was von Schlamm bedeckt ist und so. Und da gibt es diese kleinen Kiddies hier. Die sind ja mitunter, glaube ich, Kapitel 3 und 5 oder 1 und 3, bin ich mir ganz sicher. Auf alle Fälle sind die ja immer ein bisschen, ja, vollgeschleimt und so, die müssen wir säubern. Wenn die sauber sind, geben die jeweils eine blaue Münze. Also die beiden geben blaue Münzen, plus die beiden hier drüben auch. Schön, oder? Da ist ein ganz kurzer Hinweis, und auch hier, da ist so eine Fischtafel, offenbar. Ich sehe hier keinen Fisch, es ist irgendein Vogel drauf, aber von mir aus. Hier gibt es auch eine blaue Münze, habe ich aber auch schon mal geholt. Was es aber auch eine blaue Münze gibt, die man, ja, also kann man gleich, man sieht es schon das rote M. Zum Beispiel hier oben. Ganz fies versteckte blaue Münze, die ich tatsächlich noch nicht gefunden hatte, beziehungsweise gesehen hatte. Und in Kapitel 7, weil eben Mario Morgana hier ist ja auch ein rotes M, was es sonst in anderen Kapiteln eben nicht gibt. Fies, wa? So, wenn wir schon mal hier draußen sind, hier haben wir, da ist auch fies, hier. Warum? Kein Plan, ist einfach so. Eine blaue Münze einfach so da drin. Dann gibt es natürlich, wie könnte es anders sein, noch gut versteckt. Wobei, versteckt. Eigentlich nicht, man sieht sie, aber naja, er guckt schon hinterm Hotel nach. Eine blaue Münze. So, und jetzt glaube ich sogar, haben wir fast alle. Moment, 1, 2. Ja. Doch, 5. Ich habe 5 notiert, die 5 haben wir. Also alle, die mir jetzt gefehlt haben, die hier draußen sind, haben wir bereits. Ich meine, theoretisch gäbe es noch hier. Gäbe es noch eine Münze. Die hier, bei der Flamme hier. Aber die haben wir bereits. Deswegen kommt auch nichts mehr raus. Und ja, ansonsten hier und da noch ein bisschen Wasser spritzen auf die ganzen Flammen. Da ist hier sowieso ein gutes Thema. Eine gute Übung. Genau, jetzt zum Beispiel wieder eine einzelne Münze. Oh Mann. Tja, Freunde, aber das war mal soweit. Die ersten 5, die mir noch gefehlt haben, waren hier draußen. Krass, wa? So. Bin gespannt. Hat das jetzt... Ich muss ja die blaue Münze trotzdem noch haben, oder? Ich habe nicht richtig gespeichert, aber okay. Trotzdem noch. Sehr gut. So, jetzt begeben wir uns zu Kapitel 5. König Buhu Keller. Warum auch immer, im Casino drin selbst gibt es auch noch Münzen. Das Problem ist, muss ich so machen, weil wenn du im Casino drin bist, kommst du nicht mehr raus. Das ist ähnlich wie jetzt hier. Und ich sage, hey, lass mich ins Hotel rein. Da rein komme ich schon, aber raus komme ich nicht mehr. So, also jetzt im Casino. Ah, Mario, du bist hier entlang. Erst einmal ganz fies hier drüben. Warum auch immer, ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich glaube in Kapitel 3 war es. Oder 4, wo wir schon mal ins Casino rein können. Da ist nämlich hier kein rotes M. Also ganz, ganz fies versteckt. Dann hier die Slot Machines. Ja, ich weiß, Glücksspiel und so, aber trotzdem. Hier sind blaue Münze in einer dieser Slot Machines. Wie kommst du auf die Idee, bei so einer Slot Machine eine Stampfattacke auszuführen? Hier zum Beispiel auch. Jetzt kommt überall eine Münze raus, aber auch noch bei einer gibt es eine blaue Münze. So, das hier ist ein Fake. Und dann, glaube ich, bei der hier ist es
Ne, okay, ist nicht bei der hier. Dann muss ich trotzdem löschen können. Ja. Dann ist es auf der anderen Seite, denn hier gibt's, wenn man versucht zu löschen, gibt's auch eine blaue Münze. Oh mein Gott. Dann haben wir 26, uns fehlen nur noch 4 Stück und diese 4, tja, dafür müssen wir in ein anderes Kapitel. Und zwar begeben wir uns in das ominöse und gar nicht geheimnisvolle Kapitel Nummer 3. Das Mysterium von Hotel Delfino. Ja. Es gibt ja auch ein paar Räume, wo man irgendwie Yoshi braucht, um generell durchzukommen natürlich, um Geist zu besiegen und blaue Münzen zu sammeln. Da gibt es ja mit Yoshi ein paar blaue Münzen. Und ich dachte zuerst auch, ja, will der Film noch mit Yoshi noch eine blaue Münze oder so. Was ich aber fies finde, ist, du kannst nur mit Mario so einen Raum drin bist und dir sagst, hey, ich brauche eine Ananas. Weil Yoshi, auch hier wieder, okay, Ananas, geil. Dann musst du zuerst das ganze Hotel durch, einen Ananas zu suchen, weil hier beim Gemüse- oder Früchtestand gibt es ja keine Ananas. Und dann mit der Ananas selbst, wenn die Mario die trägt, kann er durch die Tür hindurchlatschen. Das ist kein Problem. Mit Yoshi aber geht's nicht. Ne, Yoshi kann nicht durch Türen hindurch. Ich denke mir so, what? Naja. So, also, jetzt sind wir schon mal hier. Und zwar erst einmal, kommt auch nie drauf, warum auch immer man auf die Idee kommen sollte, hier nach einer blauen Münze zu suchen. Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Da ist mir zu hoch. Gleiche, wenn ich hier bin. Bei der Stehlampe. So, warum auch nicht, oder? So, dann. Und das waren die letzten 2, die mir echt Kopfzerbrechen bereitet haben. Ja, okay. Bin ich eben in dem jetzt drin. Kapitel 3. Doch, das stimmt soweit. Okay, dann brauche ich doch wieder Yoshi. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Und zwar geht's darum. Okay, ich muss doch erst mit Yoshi machen. Gut, dann wird jetzt der Prozess ein bisschen länger dauern, aber egal. Warum? Warum ich Yoshi brauche und so weiter und so fort. Das liegt ganz einfach daran. Jetzt kannst du mal gucken, wo ich jetzt hier schon rein muss. Wir müssen die Buhus platt machen. Einer der Buhus, den ich aber ohne Yoshi platt machen kann, aber zu dem ich nicht ohne Yoshi hinkomme, der hat eine blaue Münze für uns. Denkst du auch so, what? Ja. Ganz, ganz fies versteckt. So. Jetzt überall ein paar Buhus. Die gehen zwar alle eigentlich am Arsch vorbei, aber gewisse Typis von denen wollen ja also die Fresse haben, nicht wahr? So, aber ich kann schon mal alles vorbereiten nach wie Yoshi. Also sind echt die beiden blauen Münzen, die ich finde am längsten dauern. Wobei, die eine eigentlich gar nicht, weil den einen haben wir gleich. Aha. Ja, doch, vielleicht doch. Ja, wobei. Bin ich jetzt schon richtig hier? Ja, fast. Also, dann müssen wir hier schnell durch. Dann bin ich fast schon richtig. Genau, den brauchen wir, glaube ich, auch noch für irgend... Ah, genau, hier gab es eine blaue Münze, genau. Und eine blaue Münze, auf die man nie im Leben kommt. Warum ist eine blaue Münze? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber egal, komm. So. Dann ganz kurz gucken. Ich hoffe, es ist alles soweit noch richtig. Bin gerade ein bisschen... Ah, da müssen wir noch stimmen, so. Also, mach bitte hier alles auf. Mario. Wir brauchen deinen besten Kumpel. Hausdino Yoshi im Einsatz. So, mit Yoshi wieder aufs Dach hinauf, um die Geiser platt zu machen. Dann holen wir uns da die letzte Münze. Habe ich soweit recht? Habe ich 29? Jo, habe ich. Da ist die letzte Münze. Perfekt. Oh mein Gott, ey. Das hat echt gedauert, bis man auf die Münze kam.
Sag mal. Auf die Idee kommst du auch nie. So, bin gespannt, ob es eigentlich noch so klappt, wie ich es mir vorstelle. So. Das ist ja ganz normal, die auf Platz zu machen. Dort haben wir auch eine blaue Münze, die ist natürlich getarnt, die ist gar keine richtige blaue Münze. Ich glaube, der ist es. Oder auch nicht. Ne, stimmt mal, der müsste hier drüben sein. Wobei... Moment, kann natürlich jetzt sein, dass ich mich gerade ein bisschen geirrt habe. Also eigentlich ist es so, wenn ihr hier den Ort seid, wo ihr reinkommt, das ist hier vorne. Und da muss man eigentlich ganz rechts durch. Das ist nicht hier, sondern irgendwo hier hinten. Müssen wir mal ein Geist kommen, aber der ist jetzt nicht hier. Warte mal, habe ich das falsche Kapitel ausgewählt? Das könnte sein. Moment. Dann ganz kurz das machen, wenn es nicht klappt, dann machen wir schnell offscreen bis zum richtigen Zeitpunkt. Kann wohl sein, dass wir jetzt bei der Münze vertan haben mit dem Kapitel. Was ist Kapitel 3, sind Kapitel 4? Das könnte nämlich sein. Ich meine, theoretisch würde Casito 5 auch gehen. Kapitel 5, aber... Gehen wir ganz kurz Kapitel 4 rein. Also auf alle Fälle, die blaue Münze, die mir jetzt noch fehlt. Am Dach oben gibt es einen Geist, den man besiegen muss. Was nicht so ein Schläfergeist, sondern ich bin voll high und so. Ne, nicht so einer, sondern eigentlich ein normaler Geist, der ein bisschen rumschwirren ist. Und das müsste derjenige sein, den wir eben dann noch besiegen müssen. Auf den wir eine blaue Münze bekommen. Warum ist ja auch immer nur ein blauer Geist? Warum nicht einfach alle Geister platt machen, dann kriegst du eine blaue Münze? Nö. Ein Geist besiegen, eine blaue Münze. Okay. So, wir haben es relativ schnell. Fix. Kein Thema. Na, und die restlichen 2 Welten, das wird auch ein Spaß. Der Vorteil ist, die Wellen sind jetzt hier zum Teil nicht so groß, aber naja. Natürlich mitunter trotzdem ein bisschen tricky sein. So, warte mal. Ah, der ist es. Warte mal, ich muss aufpassen. Hier, perfekt. War Kapitel 4, okay. Perfekt, Freunde. Jetzt haben wir hier auch alle 30 Münzen. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, nächstes Mal geht es weiter mit Bayer Paradiso. Was heißt nächstes Mal? Vermutlich gleich für das nächste Mal. Kein Plan. 14 Münzen, dann mal 14. Oh Mann, ey. Da müssen wir echt 28 dazu haben, das heißt... Gut, eine fehlt mir noch, das weiß ich. Ja, dann haben wir noch alle. Perfekt. Perfekt, Freunde. Also bis gleich.